Das war wieder mega spannend heute in der Schule. Also, nach der Schule in der Schule. Die Mami hat natürlich wieder geschumpfen. «Ja, Nina, warum kommst du wieder so spät heim? Das nächste Mal warten wir nicht mit dem Znacht.» «Wir haben noch zusammen Aufzüge gemacht, Mami, weisst? Gemacht ist gemacht.» Das fressen sie immer. Also, wir, das sind der Jonas, der Iset und ich, die Janina. Wir gehen zusammen in die 4. Klasse, ins Ozi. Richtig heisst es natürlich Pestalozzi-Schulhaus. Der Iset hat unserem Schulhaus den Namen Ozi gegeben. «Ozi tönt viel cooler, Mann», sagt er amix. Der Iset, der Jonas und ich machen eben nach der Schule amix noch zusammen Hausaufgaben. Mit Aufgaben hat das nicht viel zu tun. Eher mit Haus. Das Ozi ist nämlich ein mega cooles Schulhaus. Nicht so ein langweiliges, modernes. «Das Ozi ist kein Betonklotz, Mann», sagt der Iset amix. Das Ozi hat dicke Mauern aus Sandstein, ganz viele Gänge und mega hohe Stegenhäuser. Und es ist uralt. «Hey Jungs, meine Großmutter ist im Fall auch schon da in der Schule», blöffte Jonas immer. Und seine Großmutter lebt nicht einmal mehr. Das Schulhaus ist sicher doppelt so alt. Sicher 500 Jahre. Heute sind wir im Keller runter. Also nicht im normalen Keller, wo der Werkraum ist, sondern noch eins weiter runter. Dort, wo nie jemand runtergeht, weil es verboten ist. Der Brönimann, unser Schulhausabwart, sagt immer, «Der Dunge hat niemand etwas zu suchen, weil dort unten hat niemand etwas verloren. Es ist stockfeister dort unten. Ihr traut euch sowieso nicht dort runter. Ihr Hosenscheisser.» Hosenscheisser. Kein Wunder, haben wir fast dort runter müssen. Ich hatte den Auftrag, herauszufinden, ob die Luft rein ist. Der Brönimann war voraus am Heckenschneiden. «Grüezi, Herr Brönimann, was machen Sie da?» Er hat mit seiner elektrischen Schere auf dem Trottoir vor dem Ozi umhantiert. «Siehst doch, Hecken schneiden.» «Wow, die ganze Hecke, die ist ja mega lang. Da brauchen Sie sicher einen ganzen Tag.» «Dummes Zeug. In 2 Stunden ist das erledigt.» «Und du? Was machst denn du noch da? Musst nicht heim?» «Mal, bist du auf dem Heimweg. Ich gehe jetzt Aufzüge machen.» «Schönen Abend, Herr Brönimann», habe ich gesagt und bin davon geschlichen. Wir hatten also 2 Stunden Zeit gehabt. Wir sind in den Keller und dort in die dunklen Stegen hinabgestiegen. Es hat wirklich kein Licht dort unten. Das beweist, dass das Schulhaus aus dem Mittelalter ist. Man sagt ja, das finstere Mittelalter. Aber wir hatten natürlich Taschenlampen dabei gehabt. Ich habe sogar eine Stirnlampe von meinem grossen Bruder ausgelehnt. «Hey Jungs, schaut!» hat der Jonas geflüstert. Er sagt immer Jungs zu uns, obwohl ich ja ein Mädchen bin. «Hey Jungs, eine Türe!» In dem bisschen Licht von unseren Taschenlampen haben wir eine gewaltige Tür gesehen. Extrem schwer und alt, fast wie eine Tresortüre. Einfach aus Holz. «Hast du noch nie eine Tür gesehen?» hat der Ise gesagt. «Gib lieber mal Schlüssel, Mann!» «Hab doch keinen Schlüssel, du Double!» hat der Jonas zurückgegeben. Das war jetzt also unsere Hausaufgabe. Die geheimnisvolle Tür aufzumachen, um herauszufinden, was sich dahinter versteckt. «Wir könnten es mit einem Stück Draht probieren», habe ich gesagt. «Draht, Mann? Wer hat Draht, Mann?» Es hat leider keinen Draht dabei gehabt. Der Jonas hat dann die zündende Idee gehabt. Also so genial war sie zwar auch nicht. Er hat einfach die rostige Tür voll abgedrückt. Und die Tür ist einfach aufgegangen. Ist voll offen! Eine Tür in einem verbotenen Keller und die Tür ist offen. So lahm, Mann. Psst, habe ich schnell gesagt. Der Ise kann manchmal mega laut werden. Der Jonas hat die Tür noch ganz aufgemacht. Gesehen haben wir nichts rechts, aber es hat mega rausgemieft. Der Jonas hat sich schnell die Nase zugehebt. «Weh! Die haben sicher seit 1000 Jahren nicht mehr gelüftet da rein.» Der Iset ist ungeduldig geworden. «Jonas, Mann, gang rein! Die Tür ist offen!» Der Jonas hat zögert. «Gang doch du!»
Nein, du hast aufgemacht, Mann. So wie es da rausschmückt, liegt sicher eine Leiche in dem Keller. Komm, wir gehen lieber wieder. Ich habe im Fall haargenau das Gleiche gedacht wie er, aber nichts gesagt. Ich habe das Gefühl, die 2 Stunden seien jetzt dann gerade vorbei und der Brönimann kam jeden Moment runter. Dabei sind wir sicher noch keine 5 Minuten unten. «Spinnst, Mann!» hat der Iset ausgerufen. «Kannst nicht die Türen aufmachen und dann nicht reingehen? Voll unhöflich!» «Janina soll!» hat der Jonas jetzt gesagt und hat mir die Tür aufgehebt wie ein Gentleman. Ja, super. «Warum ich?» habe ich gefragt. «Weil, es war deine Idee. «Ja, Mann!» «Nein, es war eure Idee. Aber du hast Stirnlampe!» Keiner von diesen 2 Feiglingen wollte der Erste sein. Typisch. Ich musste den ersten Schritt machen. Sie ist mir aber ehrlich gesagt auch ziemlich unheimlich gewesen. Ich habe tief Luft geholt, wie ein Taucher vor mein Wasser kumpen und habe dann einen Schritt vorwärts gemacht. «Mann! Was siehst du?» «Hey, Lütlis, das ist voll krass!» Der Jonas und der Iset haben sich jetzt einen Ruck gegeben und sind in den Raum hineingekommen. Was wir in diesem miefigen Kellerraum im Schein von unseren Taschenlampen gesehen haben, hat uns fast hinten rausgehauen. In den Lichtkegeln von unseren Taschenlampen haben uns leuchtige Augen angestarrt. «Mann, die schauen uns voll an!» hat der Iset gesagt, als er sich vom ersten Schreck erholt hat. Seine Stimme hat ein bisschen zittert. «Hey Jungs, das sind Tiere!» hat der Jonas gesagt. Krass, es sind Augen von lauter Tieren, die uns da angefunkelt haben. Von richtigen Tieren. Ich habe zwar sonst mega gerne Tiere, aber in dem Fall bin ich froh gewesen, haben die sich nicht mehr bewegt. Auf ganz vielen Gestellen sind sicher 100 tote Tiere gestanden. Aber nicht normal tot, sondern ausgestopft. Der Keller vom Ozi war vollgestopft mit ausgestopften Viechern. Marder und Vögel und Eidechsen und was weiss ich was alles. Sie haben uns mit glasigen Augen angestarrt, als hätten sie auf uns gewartet. Die ausgestopften Tiere sind doch eigentlich im 1. Stock im Biozimmer, hat sich der Jonas gewundert. «Das ist ein Reserve, Mann», hat der Ise gesagt. «Ist wie im Weinkeller, Mann». Haben wir da also das geheime Ersatzteillager für ausgestopfte Tiere gefunden? «Hey, schaut mal! Die sind alle kaputt!» hat der Jonas gerufen. Und der Iset hat mit seiner Taschenlampe in eine Ecke geleuchtet. «Ja, Mann! Mit denen stimmt etwas voll nicht! Hey, schaut! Dieser Krähe lampen die Flügel runter!» Wir haben alle 3 ein bisschen nervös giggelt. «Und da, Mann! Dem Fuchs fällt voll Schwanz!» Jetzt habe ich auch übergeschaut. Der Schwanz von dem Fuchs ist neben dem Sockel auf dem Gestell gelegen. Das hat schon ziemlich gefürchtig ausgesehen. Und ich habe meine Stirnlampe schnell weggedreht. Im Dunkeln habe ich dann aber das Gefühl, ein Fuchs streiche mir um die Beine. Gefürchtig. Ich habe nichts gesagt. Die Jungs hätten mich nur ausgelacht. «Und da! Die Schlange ist in der Mitte abeinander! Da kommt voll der Draht raus!» hat der Jonas gerufen. «Dem Biber fehlt die Nase! Sieht echt komisch aus, Mann!» «Oh Mann, Ise, das ist kein Biber, das ist ein Murmeltier!» habe ich gesagt. «Biber, Murmeltier, ist doch egal, Mann!» Ich schwör's. Kein einziges von diesen ausgestopften Tieren war noch ganz. Überall verletzte Viecher mit verengten Beinen oder verrupften Flügeln oder mit Löchern im Fell. «Ich war letzten Samstag an der Kilby», hat Jonas gesagt. «Aber die Geisterbahn war ein Mehrrival gegen das da.» «Wahrscheinlich wartet seit einer Ewigkeit da unten, dass sie jemand flickt», habe ich gesagt. Und dann ist uns, allen der Brönimann in den Sinn gekommen, wo doch im Ozi ständig irgendetwas am Flicken ist und immer schimpft, dass wir ihm das Zeug kaputt machen. «Was ist für Zeit?» hat Jonas gefragt. Ich habe auf die Uhr geschaut. «Hey, beruhig dich. Der Brönimann hat gesagt, er brauche 2 Stunden für die Hecke. Und das war vor etwa 20 Minuten. Wir haben also noch genug Zeit.» «Ja, aber Zeit für was, Mann?» Da hat Iset recht gehabt. «Wir haben es doch jetzt gesehen da unten. Wir sind jetzt hinter das Geheimnis von dem Keller gekommen. Darum habe ich gesagt, Lütlis,
Unsere Expedition im Ozi-Keller ist erfüllt. Komm, wir gehen wieder ans Tageslicht. «Hey Jungs!» hat der Jonas aus dem anderen Eck gerufen. Der Iset und ich haben an seinem Tonfall gemerkt, dass er wieder mal eine von seinen genialen Ideen hatte. Er hat sich vor uns aufgestellt und hat die Taschenlampe auf sein Gesicht gerichtet. Es hat ziemlich unheimlich ausgesehen. «Hey, wisst ihr was? Wenn die Viecher alle kaputt sind, dann kommt es ja nicht darauf an, wenn man sich ein bisschen umstellt, oder?» Das war ein typischer Jonas-Vorschlag. Er hat angefangen, die ausgestopften Tiere aufeinander aufzubiegen. Fast wie bei den Bremer Stadtmusikanten. Einfach ein bisschen anders. Der Jonas hat einen Fuchs auf den Markt draufgestellt, auf den Fuchs ein Eichhörnchen und auf das Eichhörnchen eine Feldmaus und auf die Feldmaus noch so eine komische Eidechse oben drauf. Der Iset und ich haben uns angeschaut. Wir waren nicht sicher, ob das wirklich eine gute Idee ist. Und der Bremer Stadtmusikantenturm ist so langsam in eine Schieflage hineingekommen. Das Ganze hat jetzt mehr ausgesehen wie der schiefe Turm von Pisa. Aber der Jonas hat einfach weitergebogen. Er hat gerade eine halbe Katze auf die kleine Eidechse draufstellen. Da ist der Turm mit vollem Karacho zusammengekracht. Die ausgestopften Tiere sind hinter an die Wand getatscht und wir sind alle mega verschrocken. Einen Moment lang war es ganz still. Niemand hat etwas gesagt. Und dann haben wir es gehört. Ein Geräusch. Eins, das vom Stegenhaus hergekommen ist. «Shit, der Brönimann, Taschenlampe aus!» habe ich den Jungs zugezischt. Es war wieder stockdunkel. Wie angewurzelt sind wir auf dem Kiesboden gestanden und haben uns noch weniger bewegt als die ausgestopften Tiere rundherum. Wir haben die Luft angehalten und ich habe sogar noch die Augen zugemacht. So sind wir dort gestanden und haben mit dem Schlimmsten gerechnet. Plötzlich ist das Licht angegangen. Wir haben doch gemeint, es gäbe gar kein Licht da unten. Darum sind wir doppelt verschrocken. Wo sich unsere Augen an das grelle Licht gewöhnt haben, ist er vor uns gestanden. Er ist uns noch grösser vorgekommen als sonst. Und sein Gesicht noch finsterer. Wahrscheinlich, weil das Licht von hinten gekommen ist. Der Brönimann. Der von allen gefürchteten Ozi-Abwart. Wie der Terminator ist er da gestanden und hat mit eiskaltem Blick auf uns herabgeschaut. In dem Moment wären wir am liebsten selber ausgestopfte Tiere gewesen. Er hat tobt. «Donnermast! Der kleine Kriminelle! Muss ich es noch mal sagen? Da unten hat niemand etwas zu suchen will. Da unten hat niemand etwas verloren, Steckentöri!» Der Brönimann braucht immer so komische Fluchwörter. «Janina, dem sagt man also, hey, geh aufzugehen machen, hä?» Ich habe nichts gesagt und auf den Kiesboden geschaut. «Der 3 kleine Kriminellen überkommen jetzt eine Strafe zu geben. Für das Nicht-Befolgen von der Hausordnung schneidet ihr 3 jetzt die Büsche fertig.» «Sehr gern, Herr Brönimann», hat Jonas jetzt ganz unterwürfig gesagt. «Wir hätten daheim auch so eine elektrische Heckenschere, wie Sie eine haben, und ich habe auch schon mal...» «Nicht elektrisch. Die Hecken werden von Hand geschnitten, mit einer normalen Heckenschere. Abmarsch!» Wie 3 Sträflinge sind wir vor ihm die Stegen aufgetrottet. Draussen vor dem Ozi hat der Brönimann den Iset an die Hecke gestellt. Wie eine Messlatte. «Ihr tut die Hecke bis auf die Höhe hier abschneiden. Nicht mehr und nicht weniger. Verstanden?» Dann hat er den Jungs 2 alte, verrostete Heckenschere in die Hand gedrückt und mir den Rechen. Danke vielmals. In 2 Stunden ist die Hecke tipptopp gestutzt und das Schnittmaterial liegt akkurat auf dem Haufen. Ist das klar? Es war uns klar. 20 Meter Hecke hat auf uns gewartet. Die ersten 10 Minuten waren noch irgendwie lustig. Aber dann ist es doch langsam öd geworden. Und wir haben erst etwa 2 Meter geschafft. Der Iset ist dann mit einer von seinen super Ideen gekommen. «Hey Mann! Wenn wir blöd Hecken schon schneiden, dann Vollgas bis da oben, Mann!» Er hat mit seiner Schere an die Gürtellinie von Jonas gezeigt. Der ist gerade ein bisschen zusammengezuckt.
Der Brönnimann hat sicher Freude, Mann, weil dann geht's länger, bis er wieder nachschneiden muss. Und wir müssen blöde Scheren nicht so weit rauflupfen. Mann. Ich bin nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Ich bin sogar ziemlich sicher, dass das keine gute Idee ist. Ich wollte etwas sagen, aber der Jonas hat gerade einen kreativen Schub gehabt. «Hey Jungs, wir machen Kunst. Heckenkunst. Wir schaffen jetzt Heckenskulpturen.» «Ja, Mann, machen wir Eichhörnchen!» hat der Isaac gerufen. «Der Brönnimann hat wahrscheinlich nicht so Freude», habe ich leise gesagt. «Der Brönnimann hat sowieso nie Freude», hat der Jonas gesagt. Okay, sie haben mich überstimmt. Die eigentliche Künstlerin bin aber im Fall ich gewesen. Und die Jungs meine Arbeiter. Ich bin auf dem Trottoir gestanden und habe Kommandos gegeben. «Links, noch ein bisschen mehr weg. Gut. Jonas, rechts den Dickast noch ab. Nein, ein bisschen höher. Stopp!» Aber ich hatte recht. Als der Brönnimann nach 2 Stunden zurückgekommen ist, hat er gar keine Freude gehabt. Die ersten 2 Meter waren viel zu tief gestutzt und nachher hat dort so eine komische Form aus den Hecken rausgeschaut. Frau Baumgartner, unsere Zeichnungslehrerin, hat vielleicht noch etwas drin gesehen. Aber ehrlich gesagt hat die Figur überhaupt keine Ähnlichkeit mit einem Eichhörnchen. Nicht einmal mit einem kaputten. Und der ganze Rest der 20 Meter war noch unberührt. «Herr Brönnimann, wir sind nicht ganz fertig geworden», habe ich ihn probiert zu beruhigen, bevor er explodieren konnte. «Dafür haben wir die Hecke ein bisschen verschönert. Schauen Sie, da vorne haben wir es ein bisschen kürzer gemacht, damit die Erstklässler auch drüber sehen. Es wächst ja nach. Und an dem Eichhörnchen haben die Kleinen sicher auch den Plausch. Und als nächstes würden wir einen Vogel rausschneiden. Oder ein Häsli. Sie können wählen.» Der Brönnimann hat wie versteinert seine Hecke angestarrt. Und dann hat er nur gesagt: «Geht jetzt! Sonst sperre ich euch über die Nacht, ihr Kauer! Abmarsch!» Es ist ja nicht so, dass wir nur Seich machen. Wir können auch folgen. Das Mal haben wir brav gefolgt. Wir haben uns höflich vom Brönnimann verabschiedet und sind davon geschlichen. Hinter dem nächsten Ecke haben wir uns aber schier die Bäuche weggelacht. Und auf dem Heimweg haben wir uns vorgestellt, wie es wäre, eine Nacht in dem unheimlichen Keller zu sein, mit diesen kaputten, ausgestopften Tieren. Und bei dieser Vorstellung haben wir ehrlich gesagt schon ein bisschen Hühnerhaut bekommen. Aber es hat uns auf eine super Idee gebracht. Eine Nacht im Otzi schlafen? «Hey, Lütlis, warum eigentlich nicht?» habe ich dem Iset und dem Jonas gesagt. Allein wären wir jetzt nie auf die Idee gekommen. Ausgerechnet der Brönnimann hat uns draufgebracht. Aber so etwas muss man gut planen. Zuerst haben wir unseren Eltern Bescheid sagen. «Mami, darf ich morgen zum Jonas schlafen? Der Iset kommt auch.» «Mitten in der Woche?» hat meine Mami gefragt. «Ja, weisst, Jonas seine Eltern sind eben weg und dann wäre er ganz allein. Und wir 3 sind sowieso an einer Gruppenarbeit und das können wir eben nur beim Jonas machen, weil wir machen etwas über einen Mixer, den der Jonas daheim hat.» «Wissen dann die Eltern vom Jonas Bescheid?» hat sie mich gefragt. «Ja, klar, die sind einverstanden», habe ich gelogen. Zum Glück hat Mami gerade aus dem Haus müssen und hat keine Zeit gehabt, um weitere Fragen zu stellen. Der Iset hat die das Gleiche erzählt. Und der Jonas hat angegeben, er ginge mit dem Iset zu mir schlafen. Wir mussten nur hoffen, dass sich unsere Eltern nicht zufällig auf der Straße begegnen. Aber wie heisst es so schön? No risk, no fun. Wir haben das nötige Material, Schlafsäcke, Mätteli, Proviant, unauffällig ins Otzi geschmuggelt. Das war easy. Bis aufs Schlafmätteli vom Iset. «Das ist meine Yogamatte», hat er zu der Frau Frutiger gesagt. Ich weiss nicht, ob sie es geglaubt hat. Wir konnten kaum stillsitzen in der Schule. Wo die letzte Stunde endlich fertig war, haben wir uns unter den Stegen versteckt und haben gewartet, bis alle draussen waren und das Otzi abgeschlossen worden ist. Wir haben ja am Brönnimann, unserem Erzfeind, auf keinen Fall über den Weg laufen und auch nicht der Frau Salatitsch, der Putzfrau. Der Brönnimann hat an diesem Tag zum Glück früh Feierabend gemacht. Aus dem WC-Fenster im 2. Stock haben wir gesehen, wie er in sein Auto einsteigt. Die grösste Gefahr war Bank.
Ich habe auf dem Gang wach geschoben und als Frau Salatic näher gekommen ist, haben wir uns alle in dem grossen Wandschrank versteckt, der zum Glück fast leer war. Ich war mit dem Iset in einem Schrank, der Jonas nebendran. Frau Salatic ist ins Zimmer gekommen und hat gesungen beim Staubsaugen. Wo dann Ruhe war, haben wir einander das Klopfzeichen gegeben und sind rausgegangen. Die Luft ist rein, Mann! Kein Wunder, Salatic hat ja geputzt, hat der Jonas gewitzelt. Ha, Mann. Jetzt haben wir unser Klassenzimmer, Zimmer 207, zum Hotelzimmer 207 umfunktionieren. Wir haben unsere Mätteli ausgerollt, die Schlafsäcke ausgepackt und haben unsere Pyjamas angelegt. Dann haben wir es uns bequem gemacht und haben bei Kerzenlicht unsere Sandwich gegessen und Gocki getrunken. Dann sind wir alle aufs WC. Der Iset war am Zähneputzen, der Jonas am Bisseln, ich bin auf dem WC nebendran gehockt. Moment! Hat der Iset gerufen. Nicht spülen, Mann! Nicht Handwaschen! Gehört mir im ganzen Haus, Mann! Ist doch niemand mehr da, hat der Jonas gesagt. Ja, wissen wir's. Jetzt, wo wir das Ozi ganz für uns allein hatten, wäre es natürlich les gewesen, mal so richtig Krach zu machen. Aber der Iset hat vielleicht recht gehabt. Sicher ist sicher. Wir haben uns Mühe gegeben mit Liesli. Ganz im Gegensatz zum Ozi. Das hat recht komische Geräusche von sich gegeben. Solche, die man am Tag nie hört. Das Gurgeln von der Heizung zum Beispiel. Oder ein Pfeifen. «Hey, da pfeift jemand!» hat der Jonas geflüstert. Irgendwo hat ein Vögel gepfiffen, ganz in der Nähe. «Vielleicht ist ein Vogel hineingeflogen, irgendwo ist sicher ein Fenster offen», habe ich gesagt. «Nein, du hast Vogel», hat der Ise gesagt. «Das ist, denke ich, Kanarienvogel von der 3B, Mann!» Plötzlich haben wir aber noch ganz andere Geräusche gehört. Türen, die auf und zu gehen. Wir sind alle vor Schreck erstarrt. «Der Brönimann ist zurückgekommen», habe ich gesagt. «Sag ich, was will der Brönimann am 10 Uhr Abend im Ozi?» Gestern hat er uns auch gefunden. «Wir haben ihn ja gesehen abfahren, Mann!» «Aber die Putzfrau ist ja auch gegangen. Wer ist es denn sonst?» «Ein Geist, Mann!» hat der Ise gesagt. «Es spukt im Ozi!» Wir haben eigentlich alle nicht an Gespenster geglaubt. Aber jetzt sind wir plötzlich nicht mehr so sicher gewesen. «Logisch, bei dem alten Schulhaus», hat Jonas gesagt. Langsam haben wir die Tür von unserem Klassenzimmer aufgemacht und haben in den Gang rausgespienzelt. Jetzt hat man keine Türengeräusche mehr gehört. Aber ein Rasseln, das immer näher gekommen ist. Ein Rasseln von Schlüssel. «Ein Poltergeist», hat der Ise gesagt. «Das Ozi-Gespenst, Mann!» Zuerst haben wir nur den Lichtkegel von einer Taschenlampe an der Wand vom Stegenhaus gesehen umtanzen. Dann eine dunkle Gestalt, die immer näher gekommen ist. Ich habe geflüstert. «Oh nein! Es kommt da an! Was machen wir, Lütlis?» Die beiden Jungs haben auch keine Idee gehabt. Die dunkle Gestalt ist immer näher gekommen. Wir haben einen Moment lang nicht gewusst, was wir machen sollen. Und dann haben wir es gesehen. Das Gespenst hat gar kein weisses Gewand an, sondern normale Hosen, Schuhe und eine Kappe auf dem Kopf. An alles haben wir gedacht. An Brönimann, an Salatic, aber nicht an den. Der Jonas hat ihn als Erster identifiziert. «Shit, Jungs, das ist kein Gespenst, das ist der Nachtwächter von der Securitas.» Der Securitas-Mann hat ein Schulzimmer nach dem anderen kontrolliert. Tür auf, ein kurzer Blick mit der Taschenlampe rein, Tür zu, weiter. So ist er langsam in unsere Richtung gekommen. «Lütlis, schnell alle Kerzen aus und die Matte verstecken!» habe ich geflüstert. Im Klassenzimmer haben wir aber nicht bleiben. Wir sind dann in den Gang hinterher geschlichen, schön der Wand entlang. Zum Glück hat das Ozi 2 Stegenhäuser, eins im West- und eins im Ostflügel. Aber woher jetzt? Wir haben ja nicht wissen, welchen Stock und welche Zimmer der Securitas-Mann schon kontrolliert hat. Ein bisschen ratlos sind wir im Westflügel vor der grossen Tür gestanden. «Raus!» hat der Jonas gesagt. «Im Bischi? Spinnst?» Die grosse Tür
ist zum Glück sowieso abgeschlossen gewesen. Plötzlich haben wir Schlüsselrasseln wieder gehört. Der Nachtwächter ist die Weststege runtergekommen. «In den Keller! Mann!» hat der Isette befohlen. Vor dem Werkraum sind wir unschlüssig stehen geblieben. Das Schlüsselgeräusch ist näher gekommen. «Weiter runter!» «Isette, weiter unten ist aber nur noch der Raum mit den Toten.» «Ich weiss, Mann! Aber das ist der einzige Raum, den er nicht kontrolliert.» «Oh nein! Ausgerechnet der Raum mit den kaputten, ausgestopften Tierleichen war unsere einzige Rettung. Wir haben die gewaltige Holztür aufgemacht, sind rein und haben sie hinter uns wieder zugezogen. Nur einen Tag nach unserem ersten Abenteuer dort unten sind wir also schon wieder im Otzi-Keller gsi. Nur das Mal nicht ganz freiwillig und ohne Taschenlampe. Zusammen mit 100 toten Tieren und ihren leuchtigen Augen sind wir in den Söcken auf dem kalten Kiesboden gestanden. Wir haben ein bisschen zittert vor Kälte. Und ja, auch vor Angst. Nach einer kleinen Ewigkeit hat sich der Isette gemeldet. «Oh Mann, ich muss dringend bisseln!» Vorher hat er uns noch verboten zu spülen und die Hände zu waschen und ausgerechnet jetzt hat er selber aufs WC müssen. «Jetzt nicht!» haben Jonas und ich gesagt. «Aber ich muss!» «Wenn du jetzt rausgehst und der Securitas-Mann sieht dich, sind wir geliefert. Dann holt er den Brönimann und dann können wir den Rest von unserem Leben hier in diesem Keller versuchen.» «Ich weiss, aber ich mach fast in die Hose, Mann! Mach auf den Boden!» Nach einer Pause haben wir es tatsächlich gehört, aufs Kies plätschern. Der Jonas und ich haben uns extrem zusammennehmen, dass es uns nicht vertätscht. Dann wieder absolute Stille. Vom Securitas-Mann haben wir nichts mehr gehört. «Du, ich glaube, der ist gegangen. Was meint ihr? Wenn wir wieder rauf? Ich habe kalt», habe ich gesagt. In dem Moment haben wir wieder ein Geräusch gehört. Feine Schritte. Auf dem Kies. «Das ist da innen», hat der Isette uns zugezischt. «Der Securitas-Mann!» «Seich, die Tür ist ja zu!» «Das ist ein Tier. Aber die sind doch alle tot!» «Das da nicht, Mann!» «Ein ausgestopftes Tier, das wieder lebendig ist!» «Ein Zombie, Mann!» «Ein Tierzombie!» Die Angst hat unsere Fantasie ziemlich angekurbelt. «Wir müssen es angreifen, bevor es uns angreift!» hat Jonas zischt. Angst kann mega mutig machen. «Janina, bei der Tür hat sicher irgendwo einen Lichtschalter. Suchen. Zähl auf 3. Bei 3 machst du das Licht an und wir rennen alle gleichzeitig los. Jetzt!» «Hab ihn gefunden. 1, 2, 3. Zuerst hat uns das Licht mega geblendet. Aber wo wir dann wieder etwas gesehen haben, sind wir alle in ein erleichtertes Gelächter ausgebrochen. Neben dem ausgestopften Tier hat uns noch ein anderes Augenpaar angeschaut. Der Carlo, die Schulhauskatze, das Otzi-Büsi, wo gestern wahrscheinlich mit uns oder einem Brönimann in den Keller geschlüpft ist und nachher nicht mehr rechtzeitig rausgekommen ist. Der arme Carlo war seit einem Tag hier eingesperrt. Der Carlo ist sofort zu laufen gekommen, hat geschnurrt wie wild und ist uns um die Beine gestrichen. Er hat sich riesig gefreut, dass wir ihn aus dem Gruselkeller befreien. Jetzt haben wir genug von Abenteuer. Der Securitas-Mann war zum Glück nicht mehr da und wir sind wieder ins Klassenzimmer zurück, haben uns mit dem Carlo in unsere Schlafsäcke eingekuschelt und sind ziemlich schnell eingepfuset. Am nächsten Morgen sind wir früh aufgestanden, haben alle Spuren beseitigt, sind aufs WC warten und am 7:55 sind wir ins Klassenzimmer gekommen, wie wenn nichts gewesen wäre. Und von dieser Übernachtung im Otzi hat nie jemand etwas erfahren.